Yo! Schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, was auch immer. Ja, ich bin mir halt gar nicht sicher, wenn das ich das hochladen wird und darum mal so. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Collat. Kollateral, Schaden und so. Glitti Bounce, mein Name, immer noch. Ja, wir schauen gerade los, wenn ich dann weiss, was ich muss drücken, um da die Map zu nehmen. Da ist es. Genau, wir sind da und so, und da sind wir schon so ein bisschen, ja. Haben wir da die Orte entdeckt und ja, aufgeklärten Art, ja, kann man schon so sagen. Auf jeden Fall abgeschlossen und letztes Mal habe ich gesagt, ich würde gerne da runter, weil da muss ich hin und da finde ich glaube noch so etwas zum Lesen und da unten ist dann noch etwas und ich würde sagen, wir gehen mal da runter. Ja, das ist so mein Plan. Klar, wir müssen mal noch in den Norden, aber ich würde sagen, da wir ja so gelaufen sind am Anfang, da haben wir eigentlich den ganzen linken Ecken unten da abdeckt und erledigt. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Vielleicht kommt mir dann mal noch etwas in den Sinn oder einen Hinweis komme ich über oder so, wo ich dann nochmal dort runter muss. Aber das sehen wir dann. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ich dann den Weg da finde, ja, dann gehe ich da runter. Ja, das ist der Plan. Also südlich. Hätte ich jetzt gesagt, wär's, ja. Mal, das ist südlich. Gehen wir, los. Los geht's! Ich hoffe, ich mache mir jetzt nicht mehr so ein Hemd wie die letzten Folgen. Also das Hemd haben wir schon nicht gemacht, aber ich bin doch, ja, leicht angespannt gewesen, kann man so sagen. Und ja, also ich fühle mich da jetzt eigentlich safe. Weil, auch wenn es da jetzt so ein bisschen tönt, das haben wir ja gesehen und so. Und ich glaube, eben, sobald man eigentlich so einen Ort ja, eben erledigt hat, gesehen hat, kann einem da eigentlich nichts mehr passieren. Ich weiss nicht, wie es ist, vielleicht müsste ich mal noch wieder zum Beispiel zu dieser Kille, wo ich war, gehen. Zum schauen, ob das irgendwie, ja, halt dort, die Wesen immer noch ihres Unheil treibt, wenn man das so kann sagen. Ja, aber ich glaube, wenn man mal da war, ist man da gewesen und es ist alles cool. Geht das da hoch? Ist das da der Weg, oder? Ich weiß es nicht. Was ist da? Wie ist es? Da, also zwei Wege. Da runter, ja. Dann müsste ich eigentlich den links nehmen, wenn es... Also links, ja. Da, echt. Da mehr so. Hat es da einen Weg, oder? Bin ich richtig gewesen und ich laufe jetzt falsch? Wäre gut möglich, ja. Ich befürchte es. Komm, wir gehen mal dort rauf. Ich schaue immer noch wieder ein bisschen zurück. Oder immer wieder. Die Huren Geräusche sind halt immer noch da. Oh, oh, oh. Ja, jetzt wieder mal ein Ruckler am Start. Und mehr und mehr. Und beruhig dich wieder, Spiel. Es ist alles gut. Alles gut. Geht's da durch, oder? Schon, oder? Mama. Oder es ist ein Sackgasse. Da, 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 da. Ja, aber das... Nein. Das ist jetzt, ja, das sieht nicht passierbar aus da. Scheiß. Was ist denn? Soll ich denn durch? Das ist schon... Jetzt mal im Ernst. Ja. Aber ich müsste gleich mehr da. Noch mehr da. Da oben ist doch der Turm, ja. Wo ist er? Den hier. Irgendwo da hinten oben.
Ja, vielleicht sehen ihn jetzt von da aus nicht. Oder ist wirklich mehr dort hin. Dann wäre es da. Und ich müsste... Laut meinem Plan müsste durch. Ja, ja. Irgendwie hat es ein bisschen Mühe, das Spiel jetzt gerade. So meine ich das nur. Vorher hat es übrigens, als ich das Spiel gestartet habe, also frisch geladen, sind so Texturen am Boden sind erst so im Nachhinein langsam nach dies nach geladen worden. Also es hat ganz lustig ausgesehen. Also lustig. So ein bisschen 1990 hat es ausgesehen. Ja, vielleicht schon nicht gerade 1990, aber so ein bisschen oldschool halt, ein bisschen schlecht. Also schlecht, ja, eben relativ. Im Vergleich zu diesen Spielen heute. Ihr wisst, was ich meine. So. Sind wir jetzt da? Oh, oh. Dort ist der Turm. Ja, eben, aber der ist schon... dort hinten, hä? Und nicht da. Also sind wir da noch nie gewesen. Die... sogar ein Wolfgeheule da. Macht mir irgendwie auch ein bisschen Sorgen. Ja, ihr merkt schon, ich habe jetzt immer den Kompass hier vorne. Weil es ist eben nicht so einfach ohne. Sogar mit ist es nicht einfach, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt mal da drüber. Oder? Was passiert? Wind und so, wie immer. Nichts Spezielles bis jetzt. Aber immer wenn man so ein bisschen näher kommt von etwas, ja, dann wird der Wind ein bisschen stärker. Und Geräusch und Zeug und wie lauter und die Sicht wird schlechter. Und oh, da leuchtet etwas. Hab ich gesagt. Oh, muss ich das jetzt lesen? Wow! Wirklich? Oh, also gut. Bekenntnis einer Wärterin, die 72-jährige Anna N. Name der Redaktion, bekannt. Beschloss nach Jahren des Schweigens über Vorfälle aus ihrer Vergangenheit zu sprechen. Sie erzählte uns, ich bin ich bin komm, ich höre auf mit der Stimme, ich bin unheilbar krank und habe nichts zu verlieren. Ich wollte, dass die Menschen erfahren, was hier angerichtet wurde. Und all das im Namen der Wissenschaft. Anna N. beschrieb den Ort, ein wissenschaftliches Forschungszentrum, an dem Wissenschaftler inhumane Experimente an Häftlingen durchgeführt haben sollen. Es gab eine spezielle Kammer. Sie ließen uns nie auch nur in die Nähe davon. Sie wurden von Soldaten bewacht. Ach Gott. Aber ich habe Leute gesehen, die dort hineingebracht wurden. Nur wenige von ihnen kehrten zurück. 2 gehen rein, einer kommt raus. Ja, so. Mit einem von ihnen blieb ich in Kontakt. Ich fragte, was sie dort machten, warum so wenige Leben zurückkehrten. Er sah mich mit schreckverzerrtem Gesicht an. Er sagte, Anna, hast du jemals das Nichts gesehen? Eine tiefe, nicht enden wollende Leere? Ich war dort. Ich stand am Rand des eingestürzten Universums, an der Grenze zwischen Realität und Irrealität. Dort ist ein Abgrund, ein gigantisches Loch ohne Boden, ein dunkler, höllischer Schacht. Und ich fühlte es. Es bohrte sich in meinen Kopf wie eine tickende Uhr. Es blickte mir von unten in die Augen. Es schlich sich an mich heran. Und es begann langsam, sich in mir breit zu machen, die Dunkelheit. Einige Zeit später gab mir derselbe Gefangene einen Brief mit einem Hilferuf, den ich weitergeben sollte. Ich sollte in der Presse aushändigen und die ganze Sache aufdecken. Doch der Brief verschwand. Bis heute weiß ich nicht, was mit ihm passiert ist. Wie dem auch sei, sie würden das Ganze wahrscheinlich ohnehin vertuschen.
Wir baten den Aufseher der Gefängniseinheit, in der Anna N. arbeitete, um einen Kommentar. Wladimir Kronski, der Kommandant der Einheit, bestritt die geschilderten Vorfälle. Er teilte uns außerdem mit, dass Anna N. als Wärterin gearbeitet hatte, jedoch nie in dem von ihr beschriebenen Zentrum, da ein solches gar nicht existierte. Er schickte uns Anna N.'s Mitarbeiterakte, der zufolge sie von 1940 bis 1950 im Gefängnis Suchanovka, auch bekannt als Sonderobjekt 110, beschäftigt war. Sie wurde aufgrund einer psychischen Erkrankung entlassen. Ja, beigefügt waren ihre Krankenakte und ein medizinisches Gutachten. Ja, und wie viel Wahrheit und so, keine Ahnung. Vertuschen und Zeug und ja, Krankenakte kann man ja auch faken, ihr wisst es. Vielleicht. Ja. Auf jeden Fall ist da etwas passiert. Ja, etwas nicht Normales, etwas Abnormales. Und was? Maseli was? Probieren wir herauszufinden. Oder ja, mal so schauen, was so, da kommen wir nicht über. He? Nein, da gehe ich nur wieder das Loch ab. Dann kann der Kuma wieder sagen, ich habe es wenigstens probiert. Gell? Gruß an dich an dieser Stelle. Ja, aber ich probiere es jetzt da. Soll ich wieder mal die Map aufmachen? Und schauen, ob und so. Ich weiss eben auch voll nicht. Eigentlich, wenn ich jetzt da ja durch bin. Nein, eben siehst, da ist jetzt das. Dann bin ich immerhin richtig gelaufen und nicht da rechts. Genau, dort, ja, dort wo ich zum Turm hinten angeschaut habe. Das wäre da hinten gegangen. Jetzt sind wir da durch und da ist, ich nehme an, das ist die Brücke da, die jetzt kaputt ist. He? Dann wäre ich jetzt da, auf dem Weg. Dann gehen wir da. Und dann, weil da müssen wir eh noch hin, also machen wir halt den Bogen. Und gehen dann nachher da runter. He? Hätte ich jetzt gesagt. So machen wir es. Freunde der Abenteuer. Und Horror, Gruselgeschichten und was auch immer. Des schlechten Umgangs und so. Oh. Feuer! Gut, das sieht wenig bedrohlich aus. Das ist mal so ein bisschen safe. He? Hätte ich gesagt. Gehen wir mal da runter. Oh! So Sturzschaden und so ist irgendwie auch nicht am Start. He? Okay, da wird's. Oh ja. Doch. So. Da wird es südlich gehen, das würde ich behaupten, wäre da. He? Dann gehen wir jetzt. Dann ist da das Camp und dann gehen wir nachher da hinten. Yeah. Gespeichert! Subi. Du hättest zwar nicht müssen. Ach, das gleich. Oh. Oh. Da will niemand runter. Darum gehen wir da. Gebetsfahnen, oder was sind das? Ich weiß es nicht. Wo muss ich jetzt hin? Was tönt das so? Oh, ich habe das Gefühl, ich kann mich so langsam umdrehen, das nervt. Also ich habe das Gefühl, es ist so. Ja. Aha. Ich bin doch jetzt da. Ah, dann bin ich jetzt erst da. Da hat es ja noch einen Weg vorher. Oder? Komm jetzt, ich muss das jetzt schnell schauen. Das nimmt mir jetzt Wunder. Aha. Gut. Haben wir das geklärt. Das ist gar kein Weg. Also dann gehen wir jetzt da links. He? Nördlich wieder. Weil da gehen wir dann eh nachher runter. Und da müssen wir ja raus. Oh. Oh, schau mal.
Nein, nein, nein. Oh, und wieder, look. Und wieder pressieren. Ich habe immer Angst, dass er nicht mehr mag, wenn ich sprinte. Bedrohung, Bedrohung! Gritti, komm, beeil dich, nicht zurückschauen, einfach laufen, laufen, laufen. Ja, ist das wirklich alles? Ist das jetzt wirklich alles? Ja, irgendwie. Also eben. Es hat mir jetzt leicht kurz gefroren, aber das war auch alles gewesen, he? Human being's mind. Und wieder Blätter rein. So Human geht's. being's mind is a curious toy, consumed by pain and madness. It resists, but defends itself from what can set it free. The path to understanding leads through contradiction. We deny one simple fact, the fact that humans are the real monsters. And as such, we should treat each other. Although I had been deluding myself otherwise for so many years, I have finally figured out my true nature. Remember that in the darkness, you are never alone. There is always someone who awaits your fall. Ja, das ist wieder mysteriös. Hä? Ich kann jetzt da eben irgendwie gar nicht rauf oder so. Ich würde gerne da hinten das Loch abschauen. Und wer liegt da? Wessen Gebeine sind das? Oh, der Nebel, der Mies ist weg. Ja, das ist jetzt gar nicht so spannend gewesen und gar nicht so bedrohlich. He? Vielleicht schon, vielleicht habe ich es einfach verdammt gut gemacht. Könnte ja sein. Wäre eben das. He? Ich muss jetzt da die Map kurz noch ein bisschen auschecken. Kann ich da noch irgendwo hinten, über, runter, rauf? Etwas auflesen irgendwo. Finde einen Hinweis wieder so. Koordinaten. Irgendwo hingeschrieben. Ich sehe es nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja gut. Subi, oder? Da. Super. Aber da, 54, 62 ist das glaube ich. Das wäre 61, ja da. Dann hätte ich gesagt, eben gehen wir jetzt da runter. He? Was ist da unten? So 66, 72. Ja, eigentlich alles tiefer ist südlich. He? Sinn? Da, 66. Ah, mein Kurzzeitgedächtnis. Da, 66, 72. Da. Dann kann ich da runter und ich weiss halt dann nicht, ob ich da kann durch oder ob ich das von da aus muss machen. Sehen wir dann? Es ist halt die Frage, soll ich da durch oder soll ich da die Umweg machen? Lohnen sich die und so, weißt du? Weiss ich eben nicht. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt mal den Umweg, oder? Meinen die? Was meinen die? Was soll ich machen? Den Umweg oder da? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sehe ich ja noch irgendetwas, wo mir einen Tipp gibt, wo ich durch soll. Also ich nehme an, es wird auf so einem Umweg wird es wahrscheinlich mal noch etwas, eben so irgendeinen Zettel zum Lesen haben. Irgendwas. Oh fuck, der Wind. Was ich mir herkomme, ja? Ja. Da geht's runter und da ist jetzt die Entscheidung fällig. Was machen wir? Da, ich würde sagen, wir sind da jetzt, genau da. Links da durch. Dann kommen wir da schneller an das Ziel. Oder wir gehen da.
Denn da wäre eben auch noch etwas. Aber da auch. Ja, ich weiss, die Folge ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lang gegangen. Aber ich habe heute eben leider auch nicht so viel Zeit. Und darum wäre das doch eigentlich ein guter Schluss da. So, Entscheidung links, rechts. Wäre schön, schreibt es mir doch in die Kommentare rein. Dann kann ich ja mal auf einen hören von euch. Wäre das etwas? Wenn sich niemand meldet, ja, dann lasse ich es los entscheiden. Nein, dann Würfel, dann wirf ich Münze oder so. Wie auch immer. Wir werden es sehen. Ja, macht es gut, liked das Seich. Schaut wieder rein. Passt auf euch Passt auf euch auf, natürlich. Ja, hau dir, bis dann. Ciao, 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 ciao!